Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Thun. Wir haben folgende Themen heute für euch. Ihre Firma die Spiez wird nur noch 4 Tage gearbeitet. Von TikTok auf die Bühne beim Seaside Festival und ein Besuch bei den 4 Standorten der Stiftung Helsenberg. Zuerst schauen wir jetzt aber noch auf die News vom heutigen Tag. Thun. Einheimische Bootsbesitzer sollen bevorzugt werden. Im Thuner Gemeindegebiet müssen Einheimische um jeden Bootsplatz kämpfen. Philipp Deria und Reto Schertenleib fordern vor der Stadt darum eine Anpassung der Bootsplatzverordnung. Alexandre Jankiewicz-Lewis zum FC Thun. Die Berner Young Boys leihen ihren Mittelfeldspieler für diese Saison den Thuner aus. IB hat aber im Winter die Möglichkeit, den U21-Nationalspieler vorzeitig zurückzuholen. Lust auf 500 Franken Jagdprämie? Das Wochenende ist es wieder soweit. Die 6. Runde vom grossen Jungfrau-Zeitung Jagdfieber steht kurz bevor. Ab Samstag, 3. September, verstecken wir an den nächsten 5 Wochen wieder Fuchs, Hirsch, Wildsau und Co. Als Preis winkt eine Abschlussprämie von 500 Franken pro Tier in Bar. Mit unseren Hinweisen könnt ihr es schaffen, diesen Tieren auf die Schliche zu kommen. Alle Infos zum Wettbewerb findet ihr auf jungfrauzeitung.ch oder in unserer App. Die Stromerbudi SH Elektrotelematik die Spiez geht ab September am mutigen Weg und bringt 4-Tageswoche ins Berner Oberland. Anders als in anderen Betrieben wird die Zeit nicht auf 4 Tage verteilt, sondern effektiv nur noch 35 Stunden gearbeitet. Grund dafür ist, dass der Arbeitgeber attraktiver werden möchte und auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken möchte. Der Manuel Glaser hat sich mit dem Geschäftsleiter Thomas Heldner unterhalten. Was wird hier am 1. September bei SH Elektrotelematik eingeführt? Wir fangen mit der 4-Tage-Woche an für unsere Mitarbeiter. Wir unsere ganze Arbeitszeit auf 4 Tage konzentrieren. Das heisst, Montag bis Donnerstag wird gearbeitet, 35 Stunden, arbeiten 5 Stunden weniger als bis anhin. Und wollen durch das ein besseres Work-Life-Balance erzielen und zufriedene Mitarbeiter. Gibt es schon an anderen Orten, die 4-Tage-Woche? Mir ist so kein Handwerksbetrieb bekannt im Kanton Bern, der das schon macht. Es gibt andere Betriebe, die ich gesehen habe, die aber die 40 Stunden auf 4 Tage reduziert haben. Also sprich 10 Stunden pro Tag. Ist für uns nicht in Frage gekommen, weil wir überzeugt sind, dass die Leute in 10 Stunden nicht mehr so viel leisten können und auch am Folgetag nicht so erholt sind. Wegen dem sind wir auf die 35 Stunden reduziert, dass auch genug Erholungszeit vorhanden ist und die Produktivität möglichst hoch ist. Was erhofft ihr euch von diesem Versuch 4-Tage-Woche? Wir erhoffen uns, dass wir Fachleute finden, dass wir mal wieder die Möglichkeit haben, vielleicht sogar auszulesen mal. Dass wir zusätzliche Leute finden. Das war unser Hauptziel an dieser Einführung von dieser 4-Tage-Woche, dass wir interessant werden als Arbeitgeber und zufriedene Mitarbeiter haben. Was waren die Reaktionen der Mitarbeiter, die das angekündigt haben? Die Mitarbeiter waren zuerst erstaunt über die Idee, haben sich das eigentlich nicht vorstellen. Wir haben gemeinsam erarbeitet, wie ist es machbar, wie ist es umsetzbar, ob es eine Möglichkeit gibt. Es sind viele Ideen von den Mitarbeitern eingeflossen und jetzt sind alle begeistert und freuen sich auf den 1. September, wo sie starten mit dem. Die Stiftung Helsenberg sorgt sich um Menschen, die mit psychischen Beeinträchtigungen zu kämpfen haben. Der Patrick Schmid hat alle 4 Standorte besucht und mit involvierten Personen geredet. Erfahren hat er dabei, wie durch facettenreiche Betreuung die Lebensqualität gesteigert werden kann. Wir sind hier in der Werkstätte Stiftung Helsenberg in der Basisgruppe im Gruppenraum. Was für Arbeiten werden hier gemacht und von der Gruppe überhaupt? Hier werden speziell Patientenordner zusammengestellt. Die sind hier aufgelegt. Da kommt jeder Klient, der in die Klinik eintritt, kommt so einen Ordner rüber. Und hier auf dem Tisch ist bereit Dokumappen, die extern verschickt werden.
Wie wichtig ist es für eure Leute? Geht ihr gerne arbeiten? Ist das ein wichtiger Teil? Die Leute, die vom Wohnheim kommen, für die ist das ein wichtiger Teil. Das ist eine Arbeit, wie wir auch hier haben. Und die Klienten, die von der Privatklinik kommen, die sind froh, weil sie da noch eine Tagesstruktur bekommen und auch ein bisschen einen Ausgleich gegenüber dem Klinikaufenthalt. Und das genießen sie eigentlich, dass sie da etwas machen können. Was machst du in Freizeit so am liebsten? Laufen. Wir haben schon viel Hocker raus. Manchmal das Geregnet. Ich habe gut Regenschutz, ich gehe immer. Aber es hagelt nicht. Ich gehe in die Natur raus. Dann sind so schöne Schmetterlinge. Und am Freitag haben wir einen Ausflug auf die Platte, wo wir in die Frut. Das will ich erst machen. Dann komme ich in die Frut. Und die Frut durchstecken und dann komme ich wieder auf Kerns. Sonst auf dem Flur gehen wir Zimmer oben. Machen wir ein schönes Tagebuch. Können das Buch schreiben. Okay. Wann kommt es raus? Wenn ich mein Ziel erreicht habe. Wir haben noch ein Ziel mit dem Kollegen zusammen. Ja. Wir haben den Jakobsweg dann noch mal machen. Spätestens um 8:30 sind alle Leute auf und dann fängt das Programm an. Mit einer Tagesplanung, wo es kurz darum geht, wer macht was heute. Teil haben Atelier, das ist intern im Haus. Teil gehen in die Küche arbeiten, die dort beschäftigt werden. Wir haben Leute, die im Haus- und Reinigungsdienst arbeiten. Und wir haben auch solche, die extern sind, also die morgen gehen und am Abend dann eigentlich wieder zurückkommen. Wir probieren wirklich den Leuten wieder eine sinnvolle Struktur zu bieten. Halt dort, wo sie stehen. Bei Teilen fängt man sehr niederschwellig an, aber die Tendenz ist, man will aufbauen auf dem, was da ist, auf den Ressourcen, die sie haben, dass sie wieder ein Ziel vor Augen haben, das wieder möglich ist, im normalen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Dein Alltag ist wahrscheinlich jeden Tag anders, nehme ich an, oder? Das ist so. Es hat sicher ein paar Fixpunkte, die Alltag ähnlich und gleich sind, aber wir haben sehr individuelle Alltage. Es kommt darauf an, wo die Leute stehen, was die Bedürfnisse der Klienten sind. Von dem her ist eigentlich jeden Tag ein neuer Tag, wo morgen startet und irgendwie dann mal endet. Ja, die Idee war ja, dass wir heute mal das Mosaik aufzeigen von unserer ganzen Arbeit, wie sie sich zusammensetzt. Wir haben ja mit der Arbeit angefangen, oder der Beschäftigung. Wir waren nachher in einem Wohnheim, wo wir ein bisschen die Freizeit angeschaut haben. Die Freizeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Betreuung. Und nachher auch die Alltagsgestaltung im Wohnheim. Nachher gibt es natürlich auch die Aufgabe, dass man die Leute in einem Wohnheim über längere Zeit betreut, weil sie doch chronische Krankheitsverläufe haben. Das ist ja eine riesige Aufgabe. Wie schafft man das? Ja, das ist nicht immer einfach. Es kommt natürlich beidseitig immer auf die Tagesform drauf an. Es braucht auch von Seiten des Teams relativ viel Geduld. Teilweise und auch sehr viel Durchhaltewillen, für dass man an einen Punkt herkommt, wo man doch ein kleines Erfolgserlebnis so haben kann. Bekannt worden ist die 20-jährige Mara eigentlich durch ihre TikTok-Videos. Am Seaside Festival hat sie dann für einmal von interaktiver auf die echte Bühne gewechselt und den Anlass Spiez mit ihrer Ukulele sogar eröffnen können. Nadia Kölle hat sich mit der Nachwuchskünstlerin unterhalten. Dich sehen wir schon privat auf TikTok. Wie ist es dazu gekommen, dass man dich jetzt hier auf der Bühne gesehen hat? Ich habe eine Anfrage bekommen von einer Agentur, die irgendwie das Ganze jetzt vermittelt hat. Dass ich auf die Bühne gehe, habe ich nicht gewusst. Wir haben irgendwie einfach brainstormen für so Videoideen. Und es ist dann wirklich plötzlich so darauf rausgelaufen, dass wir gesagt haben, hey, warum nicht auf die Bühne rauf? Und dann haben wir so einfach die Story aufbauen auf TikTok und jetzt hat es effektiv geklappt. Aber dass es klappt, weiss ich erst seit dem Mittwoch. Du hast vorhin die Aufträge auf der Bühne. Wie war es? Hey, mega cool. Also es war wirklich mega spannend, mal so wirklich live Ukulele zu spielen. Und dann siehst du auch die Reaktionen der Leute. Im Normalfall, wenn ich Ukulele spiele, dann ist es über TikTok-Livestreams. Ja. Und dann siehst du einfach oben im Ecke so eine Zahl, keine Ahnung, 100, 120 Leute schauen dazu. Aber das mal jetzt wirklich so Gesichter zu sehen, war speziell. Das glaube ich. Die Ukulele, wie kommst du zu der? Hey, das ist eine mega gute Frage. Ich habe nie ein Instrument gelernt. Und irgendwie, keine Ahnung, es sind immer alle so, hey, was spielst du für ein Instrument? Und es war mir immer zu blöd, in die Musikschule zu gehen oder so. Aber ich habe einfach immer so ein bisschen gesungen und dann habe ich das Gefühl gehabt, hey, Ukulele, das könnte funktionieren. Einfach, weil Gitarre ist mir immer zu schwierig war. Unterdessen spiele ich aber auch ein bisschen Gitarre, aber eben, ich bin jede Stunde oder so. Ich habe mir einfach eine Gitarre gekauft. Facebook Marketplace, 40 Franken ursprünglich.
Das ist jetzt ein bisschen teurere. Jetzt seit irgendwie 3,5 Jahren oder so. Aber eben, ich kann es nicht wirklich. Ich wünsche euch ein ganz schönes Seaside Festival. Bis später, vielleicht irgendwann mal mit der Kamera, vor der Kamera. Tschüss zusammen! Merci, Mona! Das wäre es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Artikeln und Themen gibt es wie immer auf jungfrauzeitung.ch oder in unserer App. Die Kollegen von Meteor News verraten euch jetzt noch, wie das Wetter wird in den nächsten Tagen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen! Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Ganz einen guten Abend und herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitungswetter für den Kanton Bern. Meine Damen und Herren, am 31. August, der Monat geht also zu Ende. Morgen starten wir in den September rein. Meteorologisch ist das dann der Herbstanfang. Kalendarisch und offiziell haben wir aber den Herbstanfang erst am 23. September. Heute im Laufe des Tages hat sich eine Wetterbesserung durchsetzen können. Es haben sich immer mehr sonnige Abschnitte gezeigt und die Druckverteilung die bleibt relativ flach in den nächsten Tagen hier über Mitteleuropa. Relativ ruhige Wetterverhältnisse, die uns erwartet, ab und zu aber auch mit ein paar Platzregen und Gewitter. In der kommenden Nacht ist es trocken und teilweise klar. Morgen am Donnerstag gibt es stellenweise Hochnebelfelder unterhalb von 1000 bis 1200 Meter. Abgesehen von denen verläuft aber der Vormittag insgesamt recht sonnig und die Temperaturen starten am Morgen bei etwa 13 Grad. Am Nachmittag geht es dann recht sonnig weiter. Die Hochnebelfelder, die es herum hat, die lösen sich auf. Ein paar Quellwolken zum Himmel, die bleiben aber harmlos. Die Sonne steht im Vordergrund und es gibt im Flachland mit einer schwachen Brise Maximaltemperaturen um die 23 Grad. Der Freitag ist ein recht sonniger Tag. Gegen Abend wird aber das Schauer- und Gewitterrisiko ein bisschen ansteigen, so um die 4-25 Grad. Erreichen wir hier am Samstag einen Mix aus Sonne und Wolken mit ein paar Regengüssen und Gewitter bei 23 Grad. Dann am Sonntag und Montag recht sonnig, vermutlich auch noch am Dienstag. Da wird aber das Gewitterrisiko dann wieder ansteigen. Und vor allem Anfang der Woche wird es noch mal recht warm mit 27 bis 28 Grad bei uns in der Region Bern. Das war vom Jungfrau Zeitungswetter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.